Hallo zusammen, Manu Outdoor ist Outdoor. Willkommen in der Sonnenstube der Schweiz im schönen Tessin. Ich habe jetzt gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang mit Regenbogen erlebt. Ich blende euch gerade noch ein paar Szenen ein. Wunderschön. Ich mache mir jetzt mal ein Feuerchen und mache das ein bisschen à la Manu Outdoor Style. Ein Feuerchen muss immer sein. Ein bisschen Feuergeschmack, perfekt. Also. Wir sind hier allein, fast in der Wildnis im Lärchenwald. Also oben ist dann nicht mehr viel, 1500 Meter. Und es hat wirklich da noch eine Lärche, das ist ein super schöner Spot. Und eine mega schöne Zeit jetzt da. Und jetzt genieße ich das schönes Feuerchen. Und ich lasse noch teilhaben dabei. Manu Outdoor ist Outdoor, schön sind ihr dabei. Prost miteinander. Ich musste noch ein bisschen nachhelfen, die Birke hat doch nicht allein geholfen. Ja, bis es mal brennt. Ja, ich chill jetzt hier noch ein bisschen, genieße noch ein bisschen die schöne Umgebung. Die Kuhglocke im Hintergrund, die hören ihr ja auch. Ja, und vielleicht gibt es nachher noch einen Tee nach dem Bier. Und so ein bisschen als Aperitif gibt es noch ein bisschen Trockenfleisch. Genau. Ja, bei mir gibt es jetzt noch einen kleinen Aperitif. Trockenfleisch aus der Region, aus dem Tessin, Hammer. Ich möchte auch kurz noch mein neues Schätzchen vorstellen. Ein Folder mit Scandi-Schliff. Ich finde das ein richtig schönes Teil. Ein Folder mit Scandi-Schliff von Brisa aus Finnland. Ich habe bereits schon ein paar Brisa-Messer und ja, und den Folder haben wir schon lange mal wählen und das ist mega cool. So, mal schauen, wie gut das beim Fleisch schneiden ist. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich gebe ein bisschen Druck. Ich mache jetzt quasi wie Kienspan und total flacher Schnitt. So geil. Also ich habe selten so ein Messer gesehen, wo so schön kann Fleisch schneiden kann. Das ist ein richtiges Manu Outdoor Messer, würde ich sagen. Ja, danke vielmals mountainman.ch für das Sponsoring von dem Messer. Ja, ihr wisst, Brisa liebe ich. Das ist so ein cooler Brand, sind so gute Messer, sehr hochwertig gebaut. Aus Finnland, mega. So, jetzt kommt es langsam gut mit dem Feuerchen. Ja. Aber sehr hartnäckig, sehr hartnäckig. Ja, das ist ein paar Mal nachhelfen, auch mit dem Trockenfleisch. Im Käse geht übrigens auch hervorragend mit dem Messer. Green Micarta, jetzt Mini Edition. Das Ganze ist nicht einmal 100 Gramm, also um die 100 Gramm. Super, schönes Edel-IDC-Messer. Zum Fleisch schneiden, das Fleischmesser. Ihr wisst ja, bei mir muss es ja immer Fleisch schneiden und das macht das trotz Kandi erstaunlich gut. Ein fadengrader Schnitt von oben nach unten. Du kriegst mit keinem anderen Messer oder mit wenig anderen Messern, wo einfach so ein, quasi ein Sackmesser ist, so einen schönen Schnitt. 5 Grad im Käse. Ja. Ist das Kriterium für ein Bushcraft-Messer? Nein. Für ein IDC-Messer? Ja, vielleicht. Einmal Fleisch und Käse essen im Wald. Ja, Brisa-Messer sind sowieso alle richtig gut. Ich liebe Brisa. Finnland. Ich muss unbedingt mal nach Finnland. Unbedingt. Unbedingt. Ich habe Savotta von Finnland, Messer von Finnland. So, das Wichtigste ist von Finnland. Das sind lustige, gute Leute. Gute Ausrüstung vor allem. Übrigens, das Messer jetzt D2 Stahl. Ja, ich habe ja Elmax noch und wahrscheinlich auch noch etwas, sonst auch noch ein Edelstahl. Ja, bei meinem Neckknife, der auch sehr, sehr geil ist. Ja, ich kenne es ja sonst von anderen Messern, wie zum Beispiel Mora, wo auch wenn sie im Edelstahl kommen und nicht im Carbonstahl, sie lassen sich extrem
scharf schleifen mit dem Scandi-Schliff. Das ist prädestiniert und ich liebe einfach das Scandi zum Schleifen. Ja, mir gefällt der mega gut. Der hochgezogene Scandi-Schliff, also wirklich ein breiter, etwa 6 mm Scandi-Schliff. Und vorne der Spitz. Ja, ganz schönes Messer, ein schöner Folder. Sehr angenehm, der Clip. Der stört nicht, er ist schön. Da seht ihr da drin. Ja, es passt. Ihr seht hier den Liner-Lock, der da drin ist. Ja, also es ist mit Liner-Lock das Ganze verriegelt. Und eben lässt sich einhändig schliessen und einhändig öffnen. Ja, so jetzt brennt das Feuer super gut. Jetzt wird es langsam schön warm. Ja, freue mich. Nachher gibt es vielleicht noch einen Tee, wenn die Zeit langt. Noch geniessen, noch ein bisschen mit euch reden. Was Manu Auto so macht, was ist so ein bisschen Vorhang vielleicht auch. Ja. Ach, ist das herrlich da vor dem Feuer, das ist so schön. Ach, aber das ist der Aufsteller vom Tag. Wenn man so nach einer Wanderung kann ein Feuer machen oder sogar noch während der Wanderung, ist natürlich auch sehr, sehr geil. Aber so Hammer, genau, mit diesen Schieferplatten kann man sich da super gut einen Shelter machen. Es hat jede Menge davon, ist alles voll. Ja, ja, was macht Manu Auto so? Was habe ich gemacht? Oder was beschäftigt mich? Ja, in der Schweiz haben wir das Problem von der Strommangellage, von der drohenden Strommangellage. Haben vielleicht die einen schon auf meinem Kanal mitbekommen. Beschäftigt mich schon noch. Vorbereiten. Für mich ist es zwar mehr mit Informationen sammeln und mich so ein bisschen informieren. Ich habe mir gesagt, ich möchte es nicht von den Medien erfahren, ich möchte mich selber informieren und ich möchte selber ein bisschen mehr darüber wissen und ja, habe dann angefangen zu recherchieren, wie sieht es aus mit Stromstatistiken, weil Fakten sind einfach das Wichtigste. Gerade wenn es um Blackout geht und Strommangellage. Es braucht Fakten und es braucht keine Mutmaßungen, weil das wird schon genug gemacht, faktenbasiert, und habe jetzt auch noch meinen Funkkanal, meinen Zweitkanal so ein bisschen fokussiert auf mit dem Namen Stromausfall Info Schweiz, und dort poste ich so die aktuellen Sachen. Was gerade so ein bisschen in der Schweiz passiert bezüglich Strom und wie es so ein bisschen aussieht, ja, von der Mangellage jetzt. Ja, ich finde es wichtig, dass wir uns so ein bisschen Gedanken machen, ja, dass halt nicht alles selbstverständlich ist. Der Strom nicht, die Energie nicht, so ein bisschen alles, und ja, das machen wir Autofreunde ja sowieso. Wir schätzen die Natur und so ein bisschen die ganzen Ressourcen, die die Natur hergibt, und denken, so ein bewusster Lebensstil schadet nicht und ist sicher etwas Gutes. Man kann noch so viel Gier anschaffen, man kann noch so grosse Prepperbunker haben, aber die Situation kann sich jederzeit verändern und irgendwann ist eine Krise auch mal vorbei. Und dann muss man sich auch wieder anpassen, dass eben die Krise jetzt eben wieder vorbei ist. Oder? Ihr wisst, was ich meine. Jede Krise ist mal vorbei. Und so ist es am besten, wenn man sich flexibel anpassen kann. Und gerade wer das campen geht und wer das ein bisschen kennt, mit Kleidern, doppelt mehrere Schichten, man schwitzt, man hat kalt, und das ist ein bisschen das, was ich jetzt jemandem empfehlen würde. Ja, geh doch mal campen, geh es mal ausprobieren, tu ein bisschen Equipment zu, wie ja, alles zum Feuer machen, Messer, Sage und so weiter, ein bisschen Bushcraft-Equipment. Während ich jetzt noch ein bisschen mit euch rede, so ein bisschen über ja, Strommangellage und Krise, mache ich mir jetzt aber mal ein Käferli. Ja. Mit meiner absoluten Lieblingstasse. US-Feldflaschenbecher habe ich zwei, top. Ich sage euch, wieso das der top ist. Weil er schöne lange Griffe hat. Gibt es eben noch das Tele bei mir. Zum Trinken mega angenehm, weil es so ein bisschen gewölbte Rändchen hat. Also das ist wirklich... Ah, das macht Spass. Man verbrennt sich die Finger nicht, weil die Griffe so... Oh, jetzt raucht es gerade. Es raucht immer zu den Dummen, sagt man, oder? Genau. Ja, mit so etwas macht man nichts falsch. Das muss ich euch eigentlich gar nicht erklären. Heute mal kein Käferli, wie sonst eigentlich immer bei Manu Outdoor will. Ihr seht, es ist schon langsam dunkel.
Und da gibt es dafür einen feinen Ingwer-Limonen-Tee. Ja, während ich dann noch ein bisschen warte, bis das Wasser heiß genug ist für den Tee. Das geht wahrscheinlich nicht mehr lang. Ich kann ja mit euch noch ein bisschen reden über ja, so Stromversorgung, gerade auch so bei Krisen und so, autark. Ja, was ich so mache vielleicht. Also ich finde autark mega spannend, ich finde es mega geil. Ja, also Strom ist wieder, ich sage, ich will halt wieder Campingmodus, oder? Und zwar zum Beispiel Wohnwagenmodus, weil jeder, der einen Wohnwagen hat oder das Wohnmobil, muss sich extrem genau überlegen, was er für Geräte drin hat, was für eine Verkabelung, wie viel Strom kann der Akku liefern und wie viel Strom braucht es zum Beispiel, um nur schon ein bisschen heißes Wasser zu machen. Also wie viel Watt, wenn der Wasserkocher dann 2000 Watt zieht, dann muss das auch können über die Leitungen transportiert werden, also Querschnitt von der Leitungen. Akku muss entsprechend viel Power können abgeben, Peak Power und so weiter. Es ist nicht ganz ohne, sage ich wirklich. Und jeder, der ein Wohnmobil oder einen Camper hat, der kennt das. Und wer so ein bisschen eine Grundahnung hat, kann so recht gut sich vorstellen und überlegen, was bei einem Notfall, was man machen könnte, wenn eben der Strom weg ist. Ja, man muss sowieso sagen, wenn ja der Strom weg ist, dann hat man eine Notsituation, dann braucht es Notstrom. Und der Notstrom ist nicht gleich der normale Strom, weil dann könnt ihr einfach mal alles runterfahren und nur noch das brauchen, was wirklich wichtig für euch ist. Also ich finde jetzt Backofen braucht man nicht mehr, man kann sehr gut mit Gas kochen oder mit Holz kochen oder sonst mit Spiritus kochen oder halt von der Schiene was machen und so weiter. Oder alles mit Ethanol zum Beispiel. Also macht viel mehr Sinn, als alles unbedingt mit Strom zu betreiben, weil Backofen da müsst ihr eine riesige Anlage haben. Das haben eigentlich die meisten nicht. Also von dem her Campingmodus, Gas, aufs Wichtigste sich konzentrieren. Jetzt muss ich euch noch kurz erzählen, die erste Nacht, wo wir jetzt hier angekommen sind in der Ferien, da hat richtig der Wind geblasen da bei diesen Lärchen und es war Vollmond und so eine coole Stimmung. Mega, ich bin da einfach gehockt und wir sind fast Tränen runtergelaufen. Ich habe das so schön gefunden, ich habe das so genossen, so schön da. Und sag jetzt mal, abgesehen von Kuhglocken ist es extrem ruhig. Vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen an diesem Abendspektakel zuschauen. Es ist langsam schon kalt, also unter 10, 7 Grad, 1500 Meter, 5 Grad wahrscheinlich langsam auch. Aber so am Frühling geht es schön. Ich sehe hier einen wunderschönen Ausblick auf die Staumauer. Lago di Lusone.